Kamera läuft. Kamera läuft. So, ja, also, schönen guten Tag, ne? Was wir hier heute sehen, ist meine Küche. Ne? Also, nein, aber deswegen sind wir nicht hier, sondern geradeaus, wir sind hier wegen diesem Gesicht und weil dieses Gesicht inklusive diesem schönen Alabasterkörper. Scheiße, ich habe ja noch ein Schlafzeug. Moment, so, frische Dusche, ne? Sieht man natürlich gleich anders aus. Warum habe ich euch hier heute zusammengerufen? Ist ganz einfach. Wir haben heute, Datum euch für den ersten Weltmännertag, ne? Und es gibt ja nichts, was wir Männer nicht können. Ne? Also ich sag jetzt mal einfach, wir können Staubsaugen, wir können Männergrippe kreieren. Also sie haben einen schlimmen Fall, sag ich nur. Ne? Und wenn du dann allein bist, bist du schon verloren. Ne? Und wir können natürlich auch andere Sachen im Haushalt. Ne? Und heute zeige ich euch mal, wie man einen Kuchen backt. Müsst ihr ja hier zugucken. Ne? Also, ich habe alles besorgt. Gucken wir uns jetzt mal zusammen an, was ich da so habe. Wer kennt nicht das schöne Lied? Willst du einen Kuchen backen, musst du haben 7 Sachen, ne? Ja, also ich erzähle euch jetzt mal, was ich da brauche, ne? Das ist Butter, ne? Das sind Eier, das ist Backpulver, das ist Vanillin, warum auch immer. Hier haben wir das Mehl, hier haben wir den Zucker und hier haben wir das Kakaopulver. So, jetzt kommen wir zu dem, warum Kuchen machen für Männer so wahnsinnig interessant ist. Das ist das technische Equipment. Ne? So, da haben wir zuerst hier die Rührschüssel. Ne? Die Rührschüssel, da kommen nämlich diese Sachen rein und werden erstmal abgemessen. Weil wer keine Ware hat, braucht so einen Messbecher. Da gehöre ich auch zu. Dann brauchen wir als super technische Maschine natürlich so eine All-for-One-Mix-Maschine mit 2 Klöppeln. Ne? Du brauchst eine, ja, so, was für andere der Schraubenzieher ist für mich heute die Schere, weil die Sachen müssen ja aufgehen. Und jetzt natürlich als Add-on, absolutes Top-Add-on, haben wir hier eine Verlängerungsschnur, weil wie ihr seht, kein Steckdus. So, und natürlich, wir wollen alles richtig machen, haben wir hier auch noch die Mengenanzahl. Ja. So, somit steht unserem Kuchen, was technisches Equipment, Backofen. So, habe ich was vergessen, ne? So, damit haben wir eigentlich alles zusammen, was zu einem guten Kuchen gehört. So, und darum kümmern wir uns. Liebe Freunde des guten Backens, ne? Also, ich sag euch eins, wenn der Kuchen gut sein will, müsst ihr euch genau nach solchen Vorgaben, die ihr frei verfüglich im Internet findet, halten. Ne? So, und die, jetzt bin ich mit dem Herd gekommen. So, was ich jetzt hier habe, ist, ich muss jetzt als erstes mal 300 Gramm weiche Butter machen. Ne? Also die Butter, die habe ich heute Morgen schon um 7 Uhr aus dem Kühlschrank geholt und habt ihr hingelegt. Ich hoffe mal, dass das jetzt dann den Status einer weichen Butter hat. Was ich ja gestern gemerkt habe, ist, ne, du kannst dir so eine Packung holen, da hast du 250 Gramm gute Butter, ne? Ich brauche aber 300, ne? Und das gibt ja nicht in klein, ne? Und da musst du dir extra, also nur weil du für einen Kuchen musst du dir dann, also ich meine, das muss ich jetzt hier, ne, das sind 125, das muss ich jetzt gleich dann irgendwie teilen, damit ich dann die restlichen 50 dann auch noch kriege. Wie das geht, das kriege ich schon hin, so Beamer Fensterkreuz. Aber ist halt nicht nur unmöglich. Warum kann man nicht gleich ein 300 Gramm Butterpaket machen? Hä? Warum? Warum muss man als Mann dann auch noch immer erstmal so logisch denken müssen tun? Das geht ja nicht, finde ich. Naja, gut. Auf jeden Fall, was ich jetzt mache, ist, ich mache die Butter jetzt erstmal so ein bisschen in klein, in Streifen, ne, tu die dann da rein, weil wenn man die als Klotz drin lässt, dann fragt sich die Maschine dann nachher auch irgendwie, ja, was mache ich denn hier, worum bin ich hier? Übrigens, kleiner Funktionscheck, ne, gehört immer dazu, zur technischen Grundausstattung, die muss funktionieren, anders geht das nicht, ne, so. Ja, dann lege ich jetzt mal los. So, wie ich gesagt habe, erstmal in Streifen schneiden, und dann da rein. Ja, echt, ich habe schon lange nicht so viel Butter immer gegessen. Ich glaube, der Kuchen, der wird gut. So, klein machen. Gedöns und Gedingels drin damit. So.
Und wie ich gesagt habe, hiervon brauche ich knapp 50, 125 minus das macht ungefähr so viel. Ja, dann muss ich auch noch keinen machen. So, damit haben wir schon mal die Butter drin. Ne? So, müssen wir noch die Finger waschen. Wo ist mein Kochtuch? Da. So. Gut, Thema Butter erledigt. Kümmern wir uns jetzt um Zucker und Vanillezucker, Mehl und Backpulver. Ja, jetzt kann man mich schwer sehen. Gut, ich habe überlegt, ich fange mit den einfachen Sachen an. Da haben wir eine Packung Vanillezucker. Ne? Also kriegen wir ja schnell hin, da muss man ja noch viel machen. So. Schnippeln wir auf. Jetzt wisst ihr, warum ich die Schere habe. Ne? So. Und dann geht das also da drüber, ne? Über die gute Butter. So. Schön leer machen. So. Was mich jetzt etwas schwierig, 4 Teelöffel gestrichen Backpulver. So, jetzt sagt mir mal einer, wie ich das hier raus ab. Warte mal, das sind 16 Gramm bei 4 Teelöffeln. Ist wahrscheinlich ein gestrichener Teelöffel 4 Gramm. Aber das muss hinkommen. So, dann tun wir das Zeug nämlich auch da rein. So. Weil 4 mal, ne, also 4 mal 4 Gramm macht dann alles. Sozusagen. Packen wir hier rein und jetzt fängt es schon an, was ich befürchtet habe, hier die Küche versaut. Scheiße, da habe ich gestern geputzt und dann ist es echt. So, wunderbar. So, jetzt das nächste 4 Eier. Ne? 4 Eier nehmen wir mal am besten aus der Eierpackung und tschakka, hauen uns hier mal 4 Eier rein. Hier so auf. So. Stuff. 2, 3, 4. So. So, keine Schale reingefallen. Doch. So, Hammer. So. Gut, und die Hängputze. So, haben wir das auch. Fertig. So, jetzt kommt der interessante Teil, weil jetzt muss ich nämlich Zucker und Weizenmehl abmessen. So, jetzt habe ich hier den, was ist das hier für eine Maßeinheit? Milliliter. Cups and Files. Was heißt bei Cups and Files denn jetzt Gramm? So, jetzt rechnen wir mal 100 Milliliter sind 100 Gramm. 200 Milliliter sind 200 Gramm. Ja, ist ja ganz einfach. Ne? Weil 1 Liter ist was? 1 Kilo. Ne? So, siehst du mal, dafür muss man Mann sein. Ne? Also, so, dann fangen wir doch jetzt mal an mit dem Zucker. 275 Gramm. Sollten wir hinkriegen. So, man sollte halt natürlich vorsichtig öffnen, sonst hast du den Scheiß. Hier kommen kreuz und quer durch die Küche fliegen. So, jetzt muss ich aufpassen. Ich kann nichts sehen. So. Jetzt haben wir 200. Ich brauche 275. Ein bisschen schlagen, dass sich das auch setzt. Ich bin ungefähr knapp über 250. So, Löffel dazu, fertig, Spaß. So, haben wir das auch. So, jetzt machen wir dasselbe mit Mehl. Da brauche ich was? 375. Da sind 1000 drin. Jetzt muss ich aufpassen. 375 ist, oh, ich nehme das mal aus dem Bild, mir erzählt. 350, hier ist 400. Ja? So, dann muss ich halt irgendwo hier auskommen. Ne? Oder jetzt schwerer auf. Ne? Da wollen die bestimmt dafür sorgen, wenn du das nicht ordentlich machst, dass du den Rest wegschmeißen kannst, weil die Packung nicht mehr hält. Aber ich habe ja Zeit, ich lasse mir Zeit. Also. So, was habe ich gesagt? Schön langsam rein. Mal gucken, wo wir sind. Fuck, ey. So, jetzt sind wir schon
fast an die 400 dran. 320 würde ich mal sagen. Wie viel brauche ich? 375. Ja. Kurz unter 400, passt. So. Haben wir das auch. Das geht da wieder in der Ecke. So. Schön verteilen. Mit der Form auch was länger dauert. So, jetzt haben wir hier so ein bisschen zu viel. Da kommen wir auch noch dazu. So, jetzt haben wir drin Butter, Zucker, Vanillezucker, Eier, Weizenmehl, Backpulver. Jetzt kommt noch was. Da hab ich mich ja echt gefragt. Meine Frisur sieht so scheiße aus. Warte, gut. So. Ne, warte mal, nach welche Richtung so? Ach, egal. Scheiß drauf. Schaut nicht hin, ist er. So, jetzt habe ich mich ja echt gefragt. Ne? Ich habe euch die Milch vorhin nicht gezeigt, weil die muss im Kühlschrank bleiben. Die muss ja dann frisch bleiben. Ne? Jetzt steht hier im Rezept 3 Esslöffel Milch. 3 Esslöffel Milch. Das hier war ein kleines Weiche gefunden haben. Das ist ein halber Liter. Wie messe ich jetzt 3 Esslöffel Milch? Ja, ne, genau, echt, sag ich dir. Ich mach das jetzt auf und dann messen wir die mal per Hand ab. Muss man die vorher schütteln? Ich weiß nicht, ich trinke Milch. So. Und jetzt mal 1, 2, 3 Esslöffel Milch. Fertig. So. Und somit haben wir eigentlich schon das Größte geschafft. Jetzt kommen wir zum spannenden Moment des Rührens. Ich meine, außerdem brauche ich ja nachher noch, ne? Also ihr habt euch bestimmt gefragt, warum hat der das Kakaopulver da, ne? Weil dieser Kuchen, ne, ist ja nicht nur, das wäre jetzt nur heller Teig, ne? Damit der auch so ein bisschen dunkel wird, schokoladig, brauchen wir nachher natürlich Kakaopulver. Und da brauche ich dann auch halt wieder, ne? Kakaopulver, Zucker, Milch, Fett. Wofür das Fett ist, steht hier nicht, das lasse ich jetzt mal weg. Und Mehl für die Form. Die Form habe ich natürlich auch, die steht noch da oben im Schrank, da war vorhin kein Platz für. Aber auch da ist es wieder 2,5 Esslöffel Milch. Also, ich sage dazu nichts mehr. So, jetzt gucken wir mal, was ihr hier seht. So. Ja, ihr seht, technische Verlängerung haben wir alles gemacht. Nehmen wir mal hier so ein bisschen rein. Und dann gucken wir doch mal, was passiert. Ja, da muss man ganz vorsichtig machen. Seht ihr das? Das Mehl, das hat so seine eigenen Ideen, was es machen will. Die Butter auch. Ich zeige euch das mal. So, das Ganze einhändig zu machen ist natürlich etwas schwierig. Ne? Können wir mir bestimmt glauben. Aber ihr seht, wenn man das vernünftig macht, geht das und das führt auch zu keinen Verlusten. Ich mache jetzt mal aus, weil das wird nicht viel fertig. Ja, wenn man da eine Zeit lang gerührt hat, ne, stand natürlich nicht auf dem Zettel bis wann, ne, aber ich denke mal, das sieht gut vermischt aus, dann ist man fertig. Dann kann man das schon mal in die Form füllen. Und das machen wir jetzt. Die nicht, ne, also die eigentlich seit Angedenken denken, dass sie eine Kuchenform haben, ne? Seht ihr hier, ne? Von dem da habe ich das gedacht. Und dann beim Rausholen unsicher werden, weil sie denken, das ist eine Bratform. Was das sein könnte. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher, da steht nichts drauf. Ach, wer sagt eigentlich, oh, ist ja wichtig, ob da Brat oder Kuchen vorsteht. Form ist Form, da machen wir den Kuchen jetzt drin. Ne? So. Das heißt, also ich muss jetzt erstmal irgendwie das Ding schmieren. Dazu nehme ich ein bisschen Schmiere. So, muss reichen. Und dann wieder der Finger. Weil, warum mache ich das? Ne? Also das habe ich bei meiner Mama mal abgeguckt, glaube ich. Man muss die Fetten, stand ja vorhin auch am Zettel, ne? Man muss die Fetten, weil der Kuchen dann anpackt. So. Also das muss man natürlich rundherum machen.
So, da hat man nämlich gebrochen, das nehmen wir mal raus. Dieses Zeug, sag ich euch so. Also eigentlich weiß ich jetzt schon, wenn man noch Kuchen macht, macht man viel Sauerei. Ja, ziemlich viel. So, und jetzt hat er was gesagt von wegen Mehl für die Form. Das heißt, ich muss jetzt auch noch Form in Mehl machen oder so. Wahrscheinlich auch, damit der nicht anbrennt. Schmäle mal, so ein bisschen links, ein bisschen rechts. Wer weiß, wofür es gut ist. Und wenn man das Mehl jetzt so sieht, das bleibt jetzt auch an den Stellen haften, wo ich die Butter hatte. So, jetzt habe ich da mal ein bisschen mehr genommen. Warte, hier die Seite habe ich, glaube ich, vergessen. Ne? So, und Mehl hat ja die Angewohnheit, wenn man es fallen lässt, fällt es. Dann schütten wir den Rest wieder fort. Was man nämlich brauchen. So, ist ja jetzt alles gemehlt. So, schwupps und fertig. Seht ihr, ne, haben wir alles gemacht. So, jetzt müssen wir den Teig da ordentlich reinkriegen. Muss ich den eigentlich komplett reintun? Ne, ich meine, ich habe was gelesen, nur zu 2/3. So, dafür habe ich natürlich irgendwo improvisiert einen schönen, jetzt ist hier alles versaut, kannst du nimm es mit Brumme packen. So, eine Löffel, ne? Na, klatschen wir da drin. Zack. Wird halt ein Flachkuchen dann, ne? Weil die Form ist halt breit. Aber ist es so. Ne? So, das zieht nach 2/3 aus. Da muss man dann gut verteilen. Ne? So. Ich bin ja mal gespannt, was das hier ist. Oder macht man aus dem Kakaopulver Zucker, Milch und Dings? Ne, das kommt dann jetzt zu dem anderen dazu. Nehme ich mal an. So, jetzt muss man das flach streichen, ne? So, irgendwie. Am besten nicht, weil da zieht sich alles hinterher. Da muss man wahrscheinlich den Teil hier vor mehlen oder so. Machen wir mal normal. Hier hatten wir noch was Mehl. Ja, Mehl dran. Ja? Ja, alles verkletscht. Leck mich da. Ich nehme einen neuen Löffel. So, man tut das noch an der Ecke dazu. Ja, tschakka. Dann haben wir das schon mal erledigt. Jetzt kommen wir derweil zum nächsten technischen Equipment. Das ist der Backofen. Den setzen wir jetzt auf Ober- und Unterhitze mal auf, ich heize mal auf 180 Grad, wird schon passen. Ich habe nicht mehr im Kopf, was da alles gestanden hat auf dem Zettel, wie das geht. Manchmal muss man da so ein bisschen improvisieren. Kann man auch noch abkratzen, das gute Zeug. Ja. Da ist mir alles hingekommen, du leck mir mal Schiss. So, das. Dann kommt der hier hin. Und dann machen wir uns mal dran, hier den Rest zu machen. So, wie messe ich 20 Gramm Kakaopulver? Wenn vorhin bei dem Weizenmehl, bei dem Backpulver eine Tüte 16 Gramm waren, sind das 4 Löffel, dann muss das jetzt ein bisschen mehr werden. Das sollte man hinkriegen. Hier sind drin 100 Gramm, 20 Gramm macht ein Fünftel. Machen wir mal auf. Ja. Siehst du, jetzt kommt wieder die Schere zum Einsatz. Ja, alles gut. Ne? So. Wenn es denn jetzt auf wäre, ich glaube, wir müssen, Herr Doktor, wir müssen tiefer schneiden. So, jetzt ist es. Dann müssen wir das jetzt mal so ganz grob beimengen. Ich glaube, das waren 20 Gramm. So. Was wir dazu machen,
Dann kommt dazu noch 20 Gramm Zucker. Wieso denn noch ein Zucker? Sag mal, habt ihr sie denn alle? Und wieder die berühmte Milch, 2,5 Esslöffel. Zwei Esslöffel. So. Nochmal Zucker. Pah, nee, das ist mir zu viel. Da mache ich keine Zucker drin. Das geht nicht. Ist das Schlimme hier, das Zeug, wenn das Pulver einmal die an der Wände hängt, kriegst du das nämlich ab, ne? So. Und was wir jetzt haben, ist braune Masse. Das seht ihr auch hier ran, ne? So. Und die soll jetzt damit rein. Ja. Hätte ich besser mal aufgepasst, wie meine Mutter das gemacht hat. So, die Dinger brauchen wir nicht mehr. Können wir technische Equipment schon mal beiseite. Ja. Dann gucken wir doch mal, wie das geht. Und klatschen das da drauf. So, einmal. Ist natürlich nicht einfach. Ne? Das drauf machen, das erfordert höchste Konzentration. Wärme darf ja auch nichts hier aus dem Topf verkommen lassen. Ja. Muss aber auch aufpassen, dass man das rohe Pulver nicht nimmt, weil nachher knirscht das dann auf die Zähne. Wollen wir natürlich nicht. Wenn man Gäste hat, wollen wir natürlich einen vernünftigen Kuchen. So. Abklappern. So, Reste beisteuern. Soll ja nichts verkommen lassen, ne? So. Und dann muss ich die Löffel noch mal sauber machen, den sauberen Löffel nehmen. Mit Mehl, hatte ich gesagt, macht man den geschmeidig, ne? So, dann nehmen wir den mal kurz was ein. Ich würde sagen, das muss nichts. Um den Teig zu verteilen, hatte ich gedacht. Aber das kriegen wir auch so hin. So schön in alle Ecken. Soll ja natürlich auch überall gleich hoch sein. Ich habe keine Ahnung, wie meine Mama das damals immer gemacht hat. Ja, habe ich eigentlich gesagt, dass das mein erster Kuchen ist? So, ja, jetzt zeige ich euch das mal, wie das aussieht. So, ne? Also man kann nicht sagen, ich habe zu viel Chaos gemacht. Ich habe alles ausgewählt, was da war. So, ne? Seht ihr? Auch schön verteilt. Ich meine, den Hubbel da hinten, den mache ich gleich noch weg. Ne? Aber ja, so sieht das aus. Und jetzt kommt das. Da sieht das nicht toll aus. So wie damals zu Hause fast. Ja, Endprodukt zeige ich euch gleich. Jetzt haben die in der Zeitschrift gesagt, also ich habe das Rezept aus dem Internet. Ne? Der soll so 50 bis 60 Minuten im Backofen sein. Ja, jetzt haben wir eine 50 Minuten haben wir rum, dann können wir ja mal gucken, wie der aussieht. Kommt da mit? Ja, aus meiner Sicht sieht das hochprofessionell und beschlagen gut aus. So, wenn das beschlagen und gleich weg ist, seht ihr das auch, was ich meine? Also ich finde, der sieht toll aus. Holen wir doch gleich mal raus, ohne uns die Finger zu verbrennen. Ja, dann gucken wir doch uns das Ding. Hier ist der Brauch beschlagen. Wo ist Holle? Ah, der sieht gut aus. Ohne uns die Finger zu verbrennen, ist mit einem Handtuch schwer. Brauche ich noch eins für. So. Sonst haben wir nachher Aua. So, schwupp, da ist er. Nur um uns das Ganze da uns an. Also ich würde mal sagen, dafür, dass ich sowas noch nie gemacht habe, mal eine Nahaufnahme. Oh.
Der sieht toll aus. So, jetzt müssen wir da nur noch rausholen. Aber dazu habe ich gelesen, muss man erstmal 10 Minuten warten, bis der sich was gekühlt hat. Und das machen wir jetzt. So, jetzt gibt der Moment der Momente. Brille brauche ich dazu nicht. Jetzt stürzen wir, das ist der Fachbegriff, stürzen wir, ich würde ja sonst sagen, einfach umdrehen, den Kuchen aus der Form auf den nachher Servierteller. Und jetzt, weiß ich nicht, muss man das vorher so lockern oder geht das so? Wir werden das jetzt peu à peu probieren und erforschen. So, Job und schwapp, ist Rutz. So. Ha! So! Hätt ihr Flupp! Meine erste Kuchen! Ha! Ich bin stolz wie Oskar. Ich sehe nicht noch. Jetzt wartet's ab. Der sieht zwar ein bisschen martialisch aus, aber ich glaube auch in der Steinzeit war der erste Kuchen, ich stehe im Licht, war der erste Kuchen auch nicht so und ach, ich bin echt stolz auf mich. So, mit diesen Bildern wünsche ich mir einen guten Appetit. Und ja, natürlich gesagt, Frauen, ihr seht, wir Männer können das auch.